Кувшинова Ольга, Сыктывкар. Николай Васильевич Гоголь. Die toten Seelen. Auszug. Kapitel 6. Als Tschitschikow herbei einen kurzen Steinenblick auf Sabakewitsch warf, kam ihm diesmal wie ein Bär von mittlerer Größe vor. Und wie um die Ähnlichkeit zu vollenden, hatte auch der Frack, den er trug, die Farbe des Bärenfells. Ärmel und Hosen waren sehr lang. Seine Füße streckten in mächtigen Filzpantoffeln. Dazu hatte er einen so tollpatschigen Gang, dass er anderen Leute beständig auf die Füße trat. Seine Gesichtsfarbe war blühend rot, wie die eines Kupfergroschens. Es gibt ja bekanntlich viele solche Gesichter auf der Welt, über deren detaillierterer Ausarbeitung sich die Natur nicht viel Kopfzerbrechens gemacht, bei der sie keine feineren Instrumente wie Pfeile, Bohrer und so weiter gebraucht, sondern die sie einfach mit ein paar kräftigen Axthieben herausgehauen hat. Ein Hieb, und sieh da, es entstand die Nase. Ein zweiter, und die Lippen saßen am rechten Fleck. Dann machte sie noch ein paar Löcher anstelle der Augen mit dem großen Bohrer, und der ganze Kerl war fertig. Und ohne ihn erst noch zu behobeln und zu glätten, sandte sie ihn mit den Worten: Er lebt in die Welt. Solch eine festgefühlte, aufs Geratewohl zurecht gezimmerte Gestalt war auch Sabakewitsch. Seine Haltung war ein wenig gebeugt als aufrecht. Nur selten drehte er seinen Kopf um und sah infolge dieser Unbeweglichkeit seinen Mitunterredner nur selten an, sondern blickte stets auf die Ofenecke oder auf die Tür. Tschitschikow warf noch einen Steineblick auf ihn, als er mit ihm ins Speisezimmer trat, und wieder fuhr ihm der Gedanke durch den Sinn: Ein Bär, wahrhaftig ein vollkommener Bär. Welch seltsames Spiel des Schicksals! Zu alledem musste er noch Michael Semjonowitsch heißen. Da Tschitschikow Sabakewitschs Gewohnheit, anderen Leute auf die Füße zu treten, kannte, trat er selbst sehr vorsichtig auf, indem er ihn vorausgehen ließ. Der Hausherr schien sich übrigens dieser schlechten Angewohnheit selbstbewusst zu sein, denn er fragte immerfort: Habe ich Sie vielleicht beunruhigt? Aber Tschitschikow dankte und versicherte höflich, er habe bisher noch nichts von einer Beunruhigung bemerkt. Dankeschön.